Servus bei Generation Zero. Einige Vorworte vorweg. Das, was du jetzt im Hintergrund siehst, ist die Xbox One Version, aber über den PC aufgenommen mit dem Aufnahmeprogramm, da meine Elgato momentan nicht länger als 20 bis 30 Minuten aufnimmt. Ich weiß nicht warum, ich habe keinen blassen Schimmer. Muss ein Bug sein oder sonstiges. Ich habe Updates runtergeladen, ich habe die deinstalliert, ich habe die installiert, ich habe was ich mit der Elgato momentan alles ausprobiert habe. Keine Ahnung. Aber es wird es einmal nicht sein. Die Aufnahme im Hintergrund ist ja mit einem Aufnahmetool vom PC aufgenommen. Ich möchte gleich schauen, ob die qualitativ hinhaut, ob ich das so auch weiter verwenden könnte, da ich noch 2 weitere Spiele irgendwann in der fernen Zukunft geplant habe vor der Xbox und auch die Outer Worlds auf der Xbox aufnehme oder über die Xbox aufnehme. Vielleicht funktioniert es mit dem Aufnahmeprogramm über den PC besser. Ich weiß es noch nicht, wie vorgehen werde in der Zukunft. So, nun kommen wir zu Generation Zero. Das, was du jetzt gerade im Hintergrund siehst, war eine private Aufnahme oder privater Spielstand, wie du gerade siehst. Diesen Platz habe ich schon gesäubert gehabt, bin dann ausgestiegen, bin dann später drauf nochmal frisch rein ins Spiel und dann hat halt wieder rein oder typisch Videospiel technisch diese Respawn-Mechanik ist ja dann wieder alles zum Leben erweckt und ballert die Baller. Ja, du kennst das, den Quirks-Quacks eh. Für mich persönlich, ich habe mich schon informiert über das Update, was dort kommen ist. Es ist das Resistance-Update mit dieser Festung, die du da aufbauen musst und wo du dann die Wellen an Robotern abwehren musst, etc. Ich weiß mittlerweile, wo der Standpunkt ist. Ich weiß, wo die Burg aufgebaut wird. Ich war schon mal dort und habe mich dann später noch im Laufe der Zeit oder in den letzten Wochen ein bisschen mehr informiert über das Ganze und habe dann gesehen auf YouTube auch die Festung, das hat alles schon jeder gemacht, das hat alles schon jeder gemacht und dort war schon jeder und hin und her. Ich habe auch schon knapp 1,5 Stunden aufgenommen als Let's Play Format über den PC aber. Ich werde es jetzt so machen. Ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg, als wie was du jetzt auf YouTube so siehst. Ich werde, so wie auch in diesem Spielstand, in diesem privaten, mit dem Schwierigkeitsgrad Abenteurer vorangehen. Dass ich ein bisschen weiterkomme, dass ich ein bisschen weniger auf Taktik setzen oder sonstiges, dass ich halt einfach weiterkomme. Sagen wir es mal so. Wir können dann später, beziehungsweise ich werde dann später im Laufe des Spiels den Schwierigkeitsgrad dann versuchen, einmal aufzudrehen. Das ist mal die erste Vorgehensweise. Ich möchte mehr Story und ich möchte mehr auf die Story eingehen mal von diesem Spiel. Ich weiß von der Geschichte gar nichts. Vielleicht finden wir ja irgendwo Hinweise, warum und wieso die Roboter auf einmal, jetzt sagen wir, in diesem Teil den Teil Schwedens übernommen haben und sagen wir mal die Menschheit bis auf einige wenige Exemplare dezimiert hat. Sagen wir es mal so. Das ist meine Vorgehensweise, Story und Erkundung und du wirst dann auch im Let's Play sehen, dass ich anders vorgehe, beziehungsweise du hast da, wenn du da hinschaust, siehst du eigentlich alles. Kommen wir nun zum Abschluss meiner Erklärung. Du hast da im Hintergrund jetzt gesehen einen Rivalen. Du hast da die Hunde. Ich habe da nämlich, typisch wie ich bin, ein bisschen Scheiße gebaut. Ich habe mehrere Abschnitte, die ich in diesem Teil von Schweden noch nicht gekannt habe. Ich habe da einiges mehr ausgelöst, als was mir lieb ist. Daraufhin hat sich halt einiges entwickelt. Unzählige Hunde, unzählige Läufer, ein Harvester und ein Tank waren dabei. Wenn ich mich recht entsinne, der Tank war der Rivale und der Harvester ist dann so ins Spiel gekommen.
der ist da in der Gegend herumgewurzelt und herumgerührt, gell. Ja, ganz einfach, schau einfach zu und du wirst die Gaudi mitkriegen. Hat aber auch auf dem Schwierigkeitsgrad Abenteurer, für manche wird das wahrscheinlich lächerlich sein, aber ich habe momentan einfach so die Phase, mehr Story bei den Spielen als das andere. Ich weiß nicht warum, es ist halt momentan einfach so und später dann können wir dann mit dem Schwierigkeitsgrad einmal Ecken auffahren und hin und her und bla bla bla. Dann gibt es noch was zu erzählen. Was du da aber in diesem Ausschnitt nicht sehen wirst, der Levelfortschritt, wie ich den angegangen bin. Ich habe geschaut, dass ich den Charakter auf Überleben trimme, das heißt auf Ausdauer und alles was halt mit der Ausdauer schneller laden, laufen und Munition wechseln und hin und her und vor allem mit Schaden. Mehr Schaden, gepanzert etc. Auf die Sachen habe ich mich fixiert und daraufhin möchte ich dann später einen Spielstand im Let's Play ausbauen. Wie du gerade gesehen hast, das linke Hand, da oben lebt der Tank. Ja, das ist der Tank und der andere war der Harvester, glaube ich. Ja, das ist der Tank, genau, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und somit hast du jetzt mal eine kleine Zusammenfassung. Ich werde mich nun verabschieden, denn in Kürze geht's gleich los. Und genau da fängt mein Patzer an, den ich mir geliefert habe. Das war der erste Kampf, in den ich eintreten bin. Da hinten, so jetzt in der Mitte, ist eine Kirche. Und da ist eine Antenne, so eine Relais-Antenne. Und da hast du schon einige Läufer und Hunde. Und ich bin dann aber rückwärts nochmal gerannt und ich glaube, den Hügel hinunter, wenn ich mich jetzt recht entsinne, war nämlich noch eine Relais-Antenne. Du siehst das jetzt gleich. Genau. Und ab da beginnt die große Gaudi. Für mich, ich hab mir Spaß gehabt an der Geschichte da, gell. Dann lasse ich jetzt allein mit dem kleinen Ausschnitt, dauert noch circa eine Viertelstunde. Viel Spaß dabei und wir sehen uns dann in Kürze im Let's Play und dort werdet ihr es dann mehr sehen und erfahren. Seid mir aber bitte nicht böse, ich habe, wie ich die ersten zwei Let's Play Episoden aufgenommen habe, relativ schlechte Laune gehabt. Es ist in der Zeit, wo ich das aufgenommen habe, einiges passiert, firmentechnisch, privat etc. Und ich will jetzt nicht mehr viel drüber reden. Viel Spaß bei der nun kommenden Viertelstunde. Baba dabei.